Hallo, hier ist Laura. Heute habe ich eine Geschichte auf Lützeburg für euch. Sie heißt Julie und Traumfehlerscher und sie ist vom Dieter Konzek geschrieben und vom Henri Lusch auf Lützeburg übersetzt. Eines Tages hat Julie auf der Dorfplatz ein Häuschen an einem Käfig gesehen. Und was für ein Besen hat dich auch gespart? Hat Julie das kleine Haus gefragt. Du recht hat zwischen den Stangen an den Bretter einen Mann gesehen, den die Mauern vom Haus mit blauer Farbe angestrichen hat. Das ist ein schöne Farbe, hat Julie gemeint. Mit dem Mann hat kein Wort gesagt und ihn als Vierer gefahren mit ausstreichen. Ich will auch ein Maler gehen, wenn ich groß bin, hat Julie gesagt. Ma ja dann, ich wollte auch ein Maler gehen, hat der Mann ganz traurig geantwortet. Du bist doch ein Maler, hat Julie verwundert gesagt. Ich wollte den Maler gehen, die Bilder malt, hat der Mann geklot. Aber dafür müsste ich noch träumen können, und das kann ich nicht mehr. Für was kannst du da nicht mehr träumen? Hat Julie ganz vierwitzig gefragt. Wenn die Menschen mir all gehen, dann hält der Kinnig hinnen hier Traumfischele wasch, hat der Mann expliziert. Und so kann mir eis neu Träum schenken. Dat geht doch nicht, hat Julie sich geirrt. Die Kinnig hat all Träum und die anderen Leute sollen kein mehr hun. Dat ist nicht richtig. An einen Zug ist Julie auf das Schloss gegangen. Da sitzt der Kinnig, traurig und flamsig, auf seinem goldenen Thron. Überall am Schloss hingen gülle Käfige am Plafond. Überall stungen so am Boden und die Decken waren voll getasselt. An jeder Reihe von denen Prison sitzt traurig ein farbigen Traumvogel. Wenn ich gelieft, gibt der Menschen Traumfehlerscher zurück, hat Julie gebiedelt. Dat sie meng, hat der Kinnig geknotert. Sie sollen mich froh machen. Auf ihr wat? Guckst du dann so traurig dran? Wollte Julie gern wissen. Der Kinnig hat nicht darauf zu antworten gewusst. Los die Traumfehlerscher fliehen, sonst können sie eis kein Träum mehr schenken, hat Julie ganz couragiert gesagt. Aber sie fortziehen und gibt nicht auch nicht an meinem Land, was bleibt mir dann noch recht? Hat die Kinnig ganz traurig gefragt. Da kriegt Julie eine Idee. Los nimmen in einzige Vogel fliehen. Da sehen wir jo, was geschieht. Der Kinnig hat im Moment gezeigt und hat die viel gülle Käfige angeguckt, die ganz das Schloss bis an die letzten Eckelchen abgefüllt haben. An der Reihe. Ein Vogel kannst du rauslassen, aber wenn nichts geschieht, da geht ihm angefangen, hat die Kinnig gegrummelt. Julie hat lang müssen sichern, weil er wohl die ganz bestimmte Vogel fanden. Auf jeden Käfig hatten sie ein Zettelchen gepusht, auf denen stehen geschrieben: Tänzerin, Forscher, Königin, Schiffskapitän, Schauspielerin, Bauer und noch viel anonym. Endlich! Ganz oben an einem hohen Turm hat Julie gefunden, was das Gesicht hat. Hat die vom Käfig abgemacht und hat die Vogel rausgelost. Ganz weit hat die farbig Fliligen aus der Nähe gefallen und das wunderbar sicht, ohne sich zu fleißen, fortgeflohen. Julie ging zurück nur dem Maler sichern bei sein Haus. Dat war lo wie funkelneu. Mir do war hier net, hat hier nach seinem Atelier rumfund. Ich kann noch im Bilder malen, hat der Maler glücklich und höflich gerufen. Den Traumvogel hat mir mein Träum rumbruscht. Julia ist sehr bei der Kinnig zurückgelaufen, mir die war noch immer ganz traurig. Da hat ihm das schöne Bild gewiesen, also, das scheint dir der Maler, den Lorem träumen kann.
De Kinnig hat sich den Tableau ugeguckt. Hin hat wei lang neicht gesot, he konnt seg Ahn net méi vom Bild losrappen, bis no bemol hart geruf huet: Et ginnerem Dreem am mengem Kinnigreich. Mit enger strenger Min hat Julien drun erinnert. Dank und dei Versprechen. De Kinnig hat einerment gezeckt, dünn hat den Käfig nom anderen abgespart, an iwwer dems hat seg Dinger geruf, dat dem sollten höllefen. A wie die Tausenden an tausende Käfische opwaren, ass de Kinnig dod mit, aber iwwerglücklich, ob sein Thron gefall an as entschluf. Dramfigel war frei. Dat huet sich séier iwwerall am Land rumgeschwat, an d'Leut hunn sich gefreet wie scho lang net méi. Ganz séier hat jidereen sein Dramvogel rumfund. Wir mussen se gut festhalen, hun Leut gesot, dat nëmme käme eis se wäsch hölt. Lo waren die Leifvigel rumgefangen, an et war genie wie fir drun. D'Leut sozen do, wie wann Tänger hin in Brot geholl hätten, oder sie sind do ruchter geschloch an hatten d'Flamm. All waren se traurig, a keem Mënsch wusste rot. Wie de Kinnig Julian de Moller rumgesehen huet, huete verzweifelt geruf: Die hut mich ugeschmiert, neicht huet sich geändert an diesem Land. Do so de Moller: Dramfigel, sie jo auch noch immer gefangen. So können se de Mënsche kein Dream schenken. De Kinnig huet bissen iwwerlucht, an dünn huete kommandéiert: Lost all Dramfigel rumfleien. Wat waren d'Leut do paff. Sie hunne bisse gezeckt, fir ze machen, wat de Kinnig von hinne verlangt huet, me geschwind du no, sie farwig fullech wärem an den Himmel geflohn. Et huet net lang gedauert, du net Leut ugefangen, froh Fester zu feiern. Musik a Gesang, Lachen a Gaxen hun iwwer ganz Land geschalt, am Mundscherengem guwede so liicht im Herz. Endlich guwederem Dream, d'Welt hat sich verändert. Auch de Kinnig konnte lorem dreamen, an huet sich direkt sein gräessten Drama erfüllt. Wie schön ist doch d'Welt, wann Mënschen dreame können, huet Julie geruf. De Moller huet gelacht, an de Kinnig war bald wei aus dem Häuschen vu Fried. So Kanner, wie gifen dann eigentlich Dramfilersche ausgesehen? Ganz farbig, gestreift, getippelt, vielleicht aus Salzdeeg, vielleicht aus Karton, aus Papaya, aus Papier-Mâché. Wie wäret, wann der Eismol in Dramfilche ging basteln? An eis da weisen, wie genau Dramfilchen gif ausgesehen.